eine erste Frage an uns. Ja, will ich denn überhaupt dort sein, wo Jesus ist? Johannes 17. Wir kommen zur letzten Predigt von dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet von Jesus. Der ganze Johannes 17 ist eigentlich das Gebet. Und ich finde es wirklich ganz extrem ein starker Text, weil eben Jesus sein Herz dort auch offenbaren, was wirklich ihn auch ganz tiefst innen beschäftigt, seine Beziehung zum Vater. Und ich glaube, es lohnt sich auch, diesen Text vielleicht auch in der persönlichen Andacht anzuschauen und zu studieren. Wir haben das schon gesehen, dass meistens sich Jesus ja so zurückgezogen hat, wenn er mit dem Vater geredet hat. Und wir wissen nicht so viel, was dort eben austauscht worden. Und wir haben auch aber den Text, wo Jesus uns auch lehrt beten. Die Jünger haben gefragt, ja, wie sollen wir denn beten? Und er gibt uns dort dann das Unser Vater als Beispiel. Aber ich denke, gerade das Gebet im Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, wie es auch überschrieben wird, kann uns wie ein zweites Mustergebet sein. Eben das hohepriesterliche Gebet. Jesus, der wahre Priester, er, der nicht noch zuerst musste gehen, waschen und Heiligsritual machen, dass er dann wirklich heilig genug war, für Gott zu begegnen. Er ist der Hohepriester, der reine Hohepriester, und er steht für seine Jünger, für sein Leib ein. Er kann uns vor Gott vertreten. Aber Jesus ist auch der Prophet, der sozusagen perfekte Prophet, wo nichts Menschliches drinnen ist. Und ich denke, wir müssen uns manchmal schon wieder mal zurück überlegen, wie war das dort gewesen? Nochmal so der Gedanke. Jesus hat mit seinen Jüngern zu Nacht gegessen. Das war ein kleines Grüppeli. Und sie sind dann raus, für Richtung Garten Gethsemane zu laufen. Und das war ein kleines, überschaubares Grüppeli. Aber Jesus hat eben auch prophetisch schon einreden und sagen, schau, das, was wir hier tun, ist der Start von einer weltumspannenden Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie viel dass wir uns an dem bewusst sind. Wir sind Teil von einer weltumspannenden Gemeinschaft. Und die weltumspannende Gemeinschaft ist eben mit dem Jesus, mit seinen Jüngern in Galiläa und Judäa gegründet worden. Und ich werde jetzt einmal zum ersten Gedanken kommen. Jesus sagt da, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich auch bin. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich auch bin. Ich kann sagen, ja, wenn das ein überschaubares Grüppeli ist, dann ist das noch einfach, dort zu sein, wo Jesus ist. Eben die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die mit ihm Gemeinschaft hatten. Und die hat eigentlich ja logisch, ja, wir wollen auch bei Jesus bleiben. Wir wollen ja nichts anderes. Und vielleicht, wenn man dann denkt, aber jetzt ist das ein anderer Aspekt. Wir sind jetzt mittlerweile 2000 Jahre später. Wir wissen, auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir wissen, dass sein Leib wächst auf der ganzen Welt. Wie kann denn jeder Mensch dort sein, wo Jesus ist? Es scheint fast ein bisschen ein Widerspruch zu sein. Wie können wir uns am gleichen Ort befinden, wo Jesus ist, wenn wir doch
an unterschiedliche Orten uns befinden. Und nochmal, zu überlegen, was hätte das für die Jünger bedeutet, der zu sein, wo Jesus ist. Der zu sein, wo Gottes Heiligkeit ist. Der zu sein, wo man Gott begegnen kann, wo man ihn anbeten kann. Für die Jünger in ihrem jüdischen Denken war es ganz klar, wenn du Gott begegnen willst, dann musst du auf Jerusalem. Dann musst du auf Jerusalem. Und die werden sich auch nicht gestört haben an dem. Ja, Jesus ist ja jetzt in Jerusalem und er wird wahrscheinlich jetzt längerfristig in Jerusalem bleiben. Also, wenn wir sein, wo Jesus ist, dann müssen wir auf das Jerusalem kommen. Und es ist interessant, dass ja der Johannes, der das Evangelium hat aufgeschrieben, der hat schon den ganzen Bogen gesehen. Das ist den Jüngern in diesem Moment sicher noch nicht so bewusst gewesen. Aber ich glaube, es ist nicht wegen nichts, dass uns gerade auch der Johannes im Kapitel 4 die Geschichte weitergibt von dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und es geht dort drinnen auch darum, dass die Frau fragt, ja, wo tun wir denn Gott wirklich anbeten? Dir sage ich die Juden, dir sage ich Jerusalem, mir sage ich da auf dem Berg Gerazim, auf dem heiligen Berg. Und Jesus sieht dort eben auch wieder prophetisch, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Es kommt etwas von dem Prophetischen drinnen vor. Ja, wir sind vom Geist erfüllt und ich glaube, das haben wir alle gelernt. Oder sollten wir alle wissen, dass Jesus ja in uns innen lebt. Und ich kann mich noch an die Begebenheit besinnen, wo ich Küngel gemetzelt habe. Und mein Noah wollte zuschauen, wie wir die Küngel auseinandernehmen. Und nachher habe ich gesagt, schau, das ist jetzt das Herz. Dann hat er gesagt, wow, Vati, so etwas Kleines. Und dort drinnen will Jesus wohnen. Ja, Gott will in uns innen wohnen. Das haben wir gelernt und das ist auch wahr. Durch den Heiligen Geist in uns. Als unser Begleiter, als unser ständiger Begleiter, als unser Beistand. Aber jetzt haben wir aufgepasst. Hier ist ein anderer Aspekt betont. Jesus bittet den Vater nicht, dass er immer dort sein will, wo wir sind. Jesus bittet den Vater nicht, dass er uns immer begleiten will, sondern Jesus bittet den Vater, dass wir dort sein sollen, wo er ist. Immer dort sein, wo er ist. Und wir können ja sagen, ja gut, wenn er in uns wohnt, dann sind wir ja immer dort, wo er ist, weil er in uns innen wohnt. Hier in der Geschichte, im Kontext von diesem Text, ist Jesus der Anführer für seine Nachfolger. Die Jünger sind bei ihm. Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, oh, Scheibe. Jesus hängt am Kreuz. Wo sind denn die Jünger? Da ist niemand mehr bei ihm. Bei der Auferstehung war niemand da gewesen. Und die es dann als zuerst gesehen haben, waren erst noch Frauen gewesen. Auch speziell in diesem Zusammenhang, in diesem Verständnis. An der Auffahrt schauen die Jünger in den Himmel hoch, Jesus verschwindet. Und erst an Pfingsten tut er sein Versprechen einlösen, dass er sie eben nicht als Weise zurücklässt. Also sie, wo Jesus ist, das sollte in unserem Leben auch einen ganz anderen Fokus schaffen. Wie tun wir unser Leben organisieren? Wir tun unser Leben organisieren und dann zuletzt sagen wir dann, ja, Jesus, kommst du jetzt noch mit? Aber wenn wir wissen, wo Jesus ist, dann heisst es eben Jesus nachfolgen. Als
Jünger. Und das heisst, auch im Schlimmen, im Leiden sein, wo Jesus ist. Und dann nicht zu denken, aha, Jesus kommt jetzt mit mir durch das Leiden durch, sondern wir dürfen ja daran denken, dass wir Jesus dürfen im Leiden nachfolgen. In den negativen Aspekten von unserem Leben. Aber auch im Sieg, da sind wir ja dann noch viel besser, zum zu sagen, oh ja, das habe ich gut gemacht. Dass wir auch dort im Denken bleiben und sagen, ja, ich bin Jesu Nachfolger, auch im Sieg, auch in dem, was gelingt. Ich folge Jesus. Ich will der sein, wo er ist. Und ich glaube, das wäre so eine erste Frage an uns. Ja, will ich denn überhaupt der sein, wo Jesus ist? Will ich das überhaupt? Habe ich überhaupt eine Sehnsucht danach, der zu sein, wo Jesus ist? Und das ist etwas, was mich in meinem persönlichen Unterwegssein mit Jesus immer wieder herausfordert. Aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Das ist eigentlich die Hauptfrage. Als Teil von seinem Leib. Will ich der sein, wo Jesus ist? Im Sieg, in der Niederlage, im Leiden, im Wunder schauen, etc. Will ich das? Ist das meine Sehnsucht? Und was sind denn so Merkmale, nebst dem, dass es eben alles beinhaltet, was ist denn das Merkmal von dem Ort, wo Jesus ist? Und da ist mir der 25. Vers auch so aufgefallen. Es hat hier die neue Genfer Übersetzung überschreibt, Vater, du gerechter Gott. In anderen Übersetzungen heisst es aber auch, du gerechter Vater. Natürlich, der Vater ist ja Gott im Himmel. Und wenn der gerecht ist, ist er auch ein gerechter Gott. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Eigenschaft von diesem Ort. Wo Jesus ist, dort ist ein Ort von der Gerechtigkeit. Weil wenn wir so einander vergleichen, auf unser Leben schauen und denken, ja, der macht das und der macht das, dann denke ich, aha, wieso geht jetzt dem sein Leben scheinbar so durch Anken durch und mein Leben ist so schlimm? Oder warum muss der so etwas Schlimmes erleben und ich habe so Sieg und bin so erfolgreich? Ist denn das gerecht? Ist es fair? Ja, ich glaube, wir müssen an dem festhalten, dass das ein Ort ist, wo Gerechtigkeit ist. Dort, wo Jesus ist, ist der Ort, wo Gerechtigkeit ist. Ich finde es ganz spannend, dass Jesus hier seinen Vater als gerechten Vater anspricht. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir auf einmal ganz so kalt der Rücken abgelaufen. Weil uns hat letzte Woche jemand etwas erzählt. Und das ist etwas, das hat mich fast, das strauset mich fast. Die hat erzählt, sie hatte einen Nachbar gehabt, eine Nachbarsfamilie. Und das Mutti ist auch bei diesem Kind nachgesprungen. Und hat gesagt, warte nur, bis der Vati heute am Abend herkommt. Der tut dich dann strafen. Und wenn der Vater am Abend herkam, hat er einfach so richtig das Kind so richtig abgeschlagen. Und sie sind dann zum Vater gesprungen, zu ihrem Vater, und hat gesagt, Vati, der tut der das Liedwerk, der schlägt es zu Tod, sogar hat sie, glaube ich, gesehen. Komm schauen. Und dann ist ihr Vater hergestanden und hat gesagt, halt, fertig, es reicht jetzt. Und das Kind ist nie mehr abgeschlagen worden. Aber ich habe gedacht, wie muss das sein für jemanden, wenn ich jetzt heute Morgen hier sage, der Ort, wo der himmlische Vater ist, der Ort, wo Gott ist, das ist ein Ort von der Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist ganz schwierig für uns. Wir haben unser Gottesbild, unser Bild vom himmlischen Vater ist auch ganz durch vieles negativ geprägt. Aber das, was ich heute Morgen hier sagen darf, ist, dass der Vater im Himmel
wenn Jesus den anspricht. Es ist wirklich der gerechte Gott. Und wir wissen ja, dass Jesus nicht hat müssen leiden, weil das Gott so gefallen hat als sein Vater, sondern er hat gelitten am Kreuz, weil er eben Gerechtigkeit herstellen wollte. Weil der Vater im Himmel eben Gerechtigkeit herstellen wollte. Weil wir ja dem Gerechtigkeitsanspruch von ihm in keiner Art und Weise können, gerecht werden. Ich glaube, der himmlische Vater, der tut völlig anders reagieren. Jesus Christus ist der Einzige, der auf dieser Welt als Mensch gelebt hat, der so von sich sagen konnte, der Vater hat ihn verlassen. Er sieht das zum Beispiel in Matthäus 27, wo er gestorben ist, heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Jesus. Und das hat er nur gemacht, dass Gerechtigkeit herstellen darf. Dass wir eben dürfen wissen, der gerechte Vater verlässt uns nicht. Wir sind es, die der Vater verlässt. Wir sind es, die am Vater davonlaufen. Wir kennen das aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich rufe uns auf heute Morgen, dass wir wieder zurück zum Vater gehen, dass wir immer wieder zurück in die Szene, zurück zum Vater zu gehen. Und dort dürfen wir Gerechtigkeit erleben, dort dürfen wir gerecht gesprochen sein. Strebe wir nach Gottes Gerechtigkeit und wie wir unseren Weg in dieser Gerechtigkeit hineingehen. Ich habe einleitend gesehen, es kommt auch etwas von der Prophetie zum Vorschein. Und das ist das im Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun. Der Ort bei Jesus, wenn wir dort sind, wo er ist ein Ort von der fortlaufenden Offenbarung. Und Lea hat uns hier einleitend darauf hingewiesen, dass wir im Himmel dürfen die Herrlichkeit haben. Wunderbar. Ja, dort wird es perfekt sein. Wenn wir uns danach sehen, dort sein, wo Jesus ist, dann sehen wir uns auch danach, dass Gott sich offenbaren. Wenn ich nichts wissen von Gott und wenn es mich nicht interessiert, wer der Gott ist, wer der Name ist, dann brauche ich auch nicht dort sein, wo Jesus ist. Wir dürfen immer besser Gott lernen kennen und immer mehr staunen über seine Herrlichkeit. Auch das ist hier drin. Dort sein, wo Jesus ist, bedeutet nicht, in einem Verliererclub zu sein. Dort sein, wo Jesus ist, das bedeutet nicht, in einem Verliererclub zu sein, sondern dort dürfen wir auch im Sieg leben, dort dürfen wir auch staunen, was er tut. Wir dürfen staunen über das, was Gott in unserem Leben tut. Wir dürfen staunen über das, was Gott in unserem Leben tut. Halleluja. Wenn wir dort sind, wo Gott ist. Wenn wir dort sind, wo Jesus ist. Wenn wir ihm folgen, dann werden wir immer mehr auch seine Herrlichkeit erleben. Und ich glaube, wir müssen auch die Augen auftun, dass wir das sehen. Und vielleicht hat das wieder so einen Rückschluss auf den Anfang, dass wir sagen, ja, ich möchte gerne, dass es mir gut geht, ich möchte gerne, dass es gäbig ist. Und ich glaube, das ist der Grund, das ist nicht der Grund, dass wir nichts sehen von der Herrlichkeit von Gott.
Aber ich glaube, dass gerade in der verfolgten Gemeinde Christi so stark auch die Herrlichkeit von Gott offenbart wird, dass sie so stark auch dürfen Wunder erleben. Das hat damit zu tun, dass sie eben auch stark durch das Leiden und durch die Verfolgung durch müssen. Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, ja, nur weil ihr jetzt nicht so leiden müsst, dürft ihr nichts von dieser Herrlichkeit sehen. Das wäre ein falscher Umkehrschluss. Aber ich glaube, wir dürfen auch uns danach sehnen, die Herrlichkeit von Gott zu erleben auf dieser Welt. Und ich möchte das sehen. Ich möchte mehr sehen, wie sich Jesus offenbart. Dass ich der darf sein, wo Jesus am Wirken ist. Dass ich der darf sein, wo Jesus Wunder tut. Und er hat gesagt, ihr dürft noch grössere Sachen tun. Sehnen wir uns nach diesen Offenbarungen von Gottes Herrlichkeit. Erwarten wir Heiligen, erwarten wir Befreiungen, erwarten wir Wiederherstellungen. Ich glaube, das ist das, was Jesus tun will. Er will seinen Namen offenbaren, weil er uns gerne hat. Er will die Herrlichkeiten durch seine Liebestaten an uns offenbaren. Und ich werde euch abschließend nochmal die Frage stellen: Hast du eine Sehnsucht, in jeder Situation in deinem Leben der zu sein, wo Jesus ist? Hast du die Sehnsucht, in jeder Situation in deinem Leben der zu sein, wo Jesus ist? Weil dort ist es wert zu sein. Willst du, dass die Gerechtigkeit von Gott am Vater sich offenbart? Willst du sie erleben? Willst du staunen über die fortlaufende Offenbarung von seiner Herrlichkeit? Dass auch in uns das Sehnen nach dem Sein in Ewigkeit beim Vater immer grösser wird. Amen.